Spannend geht es weiter, hier bei Tales Symphonia Chronicles mit dem mittlerweile 40. Part bereits, Freunde, als es unglaublicher war. Bereits über 40 Part, auch schon, So, wir sollen jetzt zum Toda-See oder zur Toda-Insel gehen, wie auch immer, um dort Undine zu treffen, aber ich habe da einen Rat bekommen, und zwar einen ganz heimlichen Rat, ganz geheimen Rat, könnte man sagen, dass man ganz kurz zurückgehen soll, denn hier käme man nochmal eine spezielle Zwischensequenz erleben, die jetzt wegen dem Level und so ganz gut wäre. Hieß es, ob es wirklich so ist, naja, mal gucken. Aber vertraue ich da ja. Von dem her wird es schon irgendwie gut gehen. Also, irgendwo hier hinten, so die Frage, wo? Weil dann habe ich mir den Kommentar doch nicht so genau durchgelesen. Und gerade sogar hier oben. Das ist Colette, die Auserwählte, die die Welt retten wird. Da sind sie, unsere falschen Doppelgänger. Ich verspreche, dass er die Welt retten und in den Frieden bringen werde. Wahnsinn, die Auserwählte ist sehr reif und entschlossen. Das ist wahrlich göttlich, meinst du nicht auch? Oh ja, das ist sie. Colette. Colette, ey. Sie gehen immer noch vor, als wären sie wir. Ich sagte, spenden wir die Reise der Auserwählten, hä? Bitte, wir brauchen Unterstützung von euch allen. Dann hört auf! Da seid ihr Betrüger! Was nennen Sie Betrüger, Mann? Ist schon in Ordnung, Jim. Wenn wir die Reise zur Weltenerneuerung beendet haben, werden es auch diese Leute verstehen. Die Auserwählte ist so mitfühlend. Hey du, ich bin so über die Auserwählte, ist das klar, Mann? Ach, das gibt's doch nicht. Kloppe, das sind Hochstapel, die Regierung von Palmakos betrogen und das Buch der Erneuerung verwendet haben. Entwendet haben, da kommt er von hinten. Ich hatte derjenige, die wir mal in Palmakos getroffen haben. Ihr dürft diejenigen, die unsere Retterin, die Auserwählte beleidigen, keinen Glauben schenken. Genau, wir können sie die Auserwählte wie eine Betrügerin behandeln. Wartet all zusammen, beruhigt euch und denkt doch mal einen Moment nach. Würde mitfühlende Auserwählte, die Welt retten soll, Geld von Leuten annehmen, die unter dies ins Leiden müssen? Wo, Mann? Ist ja nicht sowas. Wayne, du bist es. Bitte wartet. Wayne war es, das Monster auf der Steinplattform erledigt hat. Diese Stadt sollte dankbar sein. Sie will nicht einfach Dinge erfinden. Jetzt, wo du das erwähnst, sie war auch die letzte Ritualtänzerin. Achso, wenn ich es mir so überlege, stimmt die Figur und so, die großen, sie hat überzeugende Argumente. Das ist Auserwählte in der Gruppe Hochstapler? Das sieht nicht gut aus. Ist weg hier? Ja. Tschüss. Oh Mann, scheiße. Dieser Idiot, lass ihn hier. Großer Bruder. Schnappt ihn euch. Wartet, bitte hört auf. Geht's ja gut, Kleiner? Naja, wird schon gehen, Alter. Bist du verletzt? Scham. Mir geht's gut. Gibst du das Geld zurück, das du von den Leuten bekommen hast? Okay. Du darfst die Leute nicht mehr um ihr Geld betrügen, ist das klar? Das ist nicht ehrlich, Wir werden hier festgenommen? Nein, du kannst zu deinem großen Bruder. Seid ihr einverstanden? Nee, aber naja, das ist ja Colette, von dem her. Von mir aus, mach das wegkommst. Du bist freundlich, hübsch, eine nette Person und... Naja, du hast zwei Dinge, die ich noch nie gesehen habe, also Natur, also, darf ich vielleicht... okay, geh schon. Bisschen peinlich, ich mag dich, werde dich nicht vergessen. Tschüss. So ein Perversling, hey. Hier, bitte, das ist euer Geld. Ah, gut, bin aber überrascht, dass ihr in diesen gefährlichen Zeiten an der Welt herumherreist. Natürlich, wenn unsere Colette echt auserwählt ist. Ja, das war auch Geld von uns. Das spielt keine Rolle, wenn ihr es nicht glaubt. Wenn ihr es nicht glaubt. Das ist das Juwel an ihrer Halskette an. Das Juwel des Mannes in alten Manuskripten beschrieben wird. Ah, mein Kind, der hat keinen Bock darauf, die ganze Zeit zu erzählen. Ne? Wir sind die Begleiter Auserwählten. Ja, so scheint es. Da. Aber wir haben ja eilig. Ja, wir haben es eilig. Gut. Na dann nehmen. Ja, machen wir. Oh, ist doch gerade nötig. Aber wir sind ja nett. Es ist ja einfach höflich. Leute, schlechte Angewohnheit. Bitte was? Ach, nicht schlecht, der ist ein cooler Typ. So, weg hier. Okay, die Betrüger mal gesehen. Natürlich nicht schlecht, aber einen Kampf gab es jetzt nicht. Also, was soll denn das? Egal. Gab es doch keinen Kampf oder für eine nette Sequenz. So, auf nach Toda. Toda-Insel, wie auch immer. Die Frage ist, welcher war schon der schnellste Weg dorthin? Dann hängen wir per Schnellreise dorthin, wohl eher weniger war. Jetzt kann ich hier oben speichern? Das ist noch gar nichts. Items mal gucken. Ich habe hier noch Monsterliste, Karte von Silverend, genau. Toda Geysir. Geht natürlich nicht.
Jetzt mal, wo der ist. Dann ist er dort unten. Alter, ist wieder der ganze Weg zurück. Ist das scheiße übel? Du hast also den Berg wieder und alles mögliche und ach du Scheibenkleister. Das kann dauern, Freunde. Das wird dauern. Wieso gibt es keine Schnellreisefunktion? Oder gibt sie schon? Ich habe es einfach noch nicht gesehen oder übersehen oder wie auch immer. Natürlich alles. Möglich ist ja alles. So, mit Neues reisen, sehr schön. Sind wir um etwa 0,2% vielleicht schneller. Naja, Hauptsache es bringt etwas. Ein Haus ist halt auf dem Weg, sehr schön. Und wir reiten Richtung Süden. Naja, fast eigentlich eher nach Südwesten. Südosten natürlich, Entschuldigung. Südwesten. Auf die Idee. Den haben wir jetzt nicht kommen sehen. Oh, Alter. Die haben gar keine Chance mehr. Wow, und Gina hat jetzt raus rein. Gut, mit ihrem Erzsiegel natürlich. Mit ihrem Erzsiegel. Da frage ich mich zwar, wenn sie nach Undine beschwören will, ob sie dann ein Wassersiegel braucht oder so etwas. Wieso kann sie... natürlich die große Frage, war. Das spielt vielleicht sogar Tales of Symphonia vor Tales of Xillia und deswegen können normale Beschwörer auch die großen Geister halt rufen. Und vielleicht ist Undine gar kein großer Geist und ja, nur Elementargeister, die sind halt eher so eine Art Vorstufe noch. Ja, ich weiß nicht, Leute. Was, weil ich mir erinnere, hieß eigentlich immer, dass die einzelnen Tale-of-Spiele untereinander gar nichts miteinander zu tun haben. Also dem her spielt alles in einer anderen Welt und so. Ist eigentlich nur der Name ist das gleiche und ein paar Charaktere noch, die ähnliche Werte haben, aber allgemein haben die gar nichts miteinander zu tun. Naja, mal gucken. Wie es dann wirklich ist. Leute reisen alleine, okay. So, da wären wir, aber sicher also noch abspeichern, weil ganz ehrlich, das ist mir ein bisschen zu heikel. Sagt der gute alte Michael, ja, es ist aber leider so. Das aber lange dauert zum Speichern. Todergeist hier wieder mal. So, mal gucken, wo kann jetzt hier China Undine beschwören? Jemand irgendwo hier oben, oder? Vermutlich hier sogar. Nö, scheinbar nicht. Hey, irgendwo hier muss doch hin. Vielleicht ist ein Bossraum. Können natürlich auch sein. Verdammt, ich brauche irgendwie Schutz oder so. Mann, bei Pokémon gibt es das auch, oder gibt es das hier nicht? Wow, ich will nicht kämpfen, nö. So, tschüss, dankeschön. Das war knapp. Holen wir mal, dass der irgendwo... Der muss eigentlich fast sein, im letzten Raum ist. So, also hier müsste irgendwo sein, wa? Vielleicht kann China ihnen auch noch die anderen großen Geister beschwören. So, können sie auch abspeichern? Nö. Hier auf der Overworld. Okay, Freunde, los geht's. I must admit, I'm interested as well. A summoning pact. It's easy for you to say. I might fail, you know. You'll do fine. I mean, I don't really know how it works, but... Boyd's right. If anyone can do it, you can, Sheena. You don't even know anything about it. Fine, I'll do it. But don't blame me if something goes wrong and you get hurt. Nö, natürlich nicht. Okay, versuchen wir es. Mein Controller vibriert. Das ist kein gutes Zeichen. You will possess the light of the pact. I am one who is bound to Mythos. What is your name?
Alter Schwede. Ja, eine gewisse Ähnlichkeit gibt es. Sieht eher aus wie ein Kind, wa? Das könnte theoretisch wirklich sein, dass Tales of Symphonia vor Tales of Xillia spielt. Mythos? The hero of the Karlon War? Not only was Mythos a swordsman, he had the ability to summon as well? Mythos is a common boy's name. It's not necessarily Mythos the hero. I am Sheena. I seek a pact with Undine. As things stand now, I cannot. Why? I am already bound by a pact. I cannot form two pacts at the same time. You mean your pact with that Mythos guy? What am I supposed to do now? They never said anything about this at the Research Institute. What should we do, Lloyd? Moment mal. Forschungsinstitut? Ist wieder so eine Anspielung an Jude aus Tales of Xillia. Hä? Ich langsam gar nichts mehr. Well, can't you just get her to cancel the old pact? Das ist natürlich eine ganz geniale Idee. How? We don't even have any idea where this Mythos person is. A summon spirit pact requires a vow. As long as the pact maker upholds that vow, the pact remains valid. That is correct. I know about that. The summoned spirit approves the pact maker's vow and agrees to the pact. Exactly. Therefore, all you need to do is follow Lloyd's advice and form a new one. It's possible the previous pact maker has broken his vow. Or he may have already passed away. Is it really that simple? I suppose you could call it simple. But if the previous pact maker is still up and hasn't broken his vow, then there's nothing you can do about it. Okay, I'll give it a shot. Undine, I am Sheena. I ask that thou annulst thy pact with Mythos and establish a new pact with me. Before I can allow the formation of a new pact, draw your weapons. What? We have to fight? Let it begin. Das ist keine gute Idee. Nein, nein. Ich I muss shall gegen judge Undine your antreten. worth. Alter Schwede, gegen Undine. Das Ganze ist einer der stärksten Charaktere im ganzen Spiel. Voran, was ihr wollt. Wow, 13.000 ist klar. Wow, was ist das für eine Attacke? Ready? Wie ready? Okay, war daneben. Alter, zieht die ab. Sagt immer ready. Ready? Nehmen wir gar nichts. Nur Hilfe. Okay, die macht Schaden. Alter Schwede. Ready? Nehmen wir nichts. Ready? Also mal, sag doch, bin ich ready. Boah, hat mich aber geblockt, hey. Ready? Kommt dann doofen ready auf. Oh, scheiße. Das muss ja kommen. Oh, jetzt gehe ich weg. Jetzt. Ne, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Hilfe, Hilfe, gegen Undine. Bin ich jetzt komplett oder was? Also, da geht's nicht, ich wollte gerade sagen. Ich brauche unbedingt ganz viel TP, Freunde. Ohne mich sowieso am Arsch. Nein, weg ja. Wow. Alter, hat die reingehauen. Sind wir ganz schnell. Ready? Verdammt. Nein. Ah, das war knapp. Ready? Oh oh. Nimm dich nicht! Nö, wird das Ziel gewechselt. Alter, wie viel KP hat die denn noch? Oh, das kann nicht mehr so viel. Die machen platt, Mann! Hä? Alter, das ist so schwierig. Bin ich so überpowered, Freunde? I am impressed. Das war knapp. You picked the wrong guy to mess with. Also, ich weiß natürlich nicht, Leute, ganz ehrlich, ich spiele das Spiel zum ersten Mal, wie gesagt, da bin ich überpowered. Weil ich habe mal irgendwas gelesen, also war ja mal so ein kleiner Spoiler, genau, dass man doch mal gegen die 4 Geister antreten muss, gegen einige zumindest mal, hat mir mal so ein Kommentar habe ich mal gelesen und dass die extrem stark sein sollen, die Geister, aber das war ja gerade Pillepalle. Naja, vielleicht kommt der echte Kampf erst noch.
Lieber nicht zu früh freuen, Leute. Lieber nicht zu früh freuen. Splendid. Now swear your vow. Upon what vow do you form our pact? Right now, at this very moment, there are people who are suffering. Understood. I pledge my power to you, Sheena. Sheena, you did it! Yeah, Sheena, you're amazing! Ah, stop it. No, really, you rule. Oh man, I can't wait until I get to see you summon Undine. You have a surprising breadth of knowledge, Kratos. I once had an acquaintance who was somewhat knowledgeable about summoned spirits. I see. Ja. Kratos ist ein großes Wissen. Was ist ein Aquamarin? Soll das sein? Sheena lernt A Seal Water. Sheena lernt Summon Water. Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt gerade unglaublich stark ist. Kann das sein? Mal gucken. So, Seal Water, okay. Weiß nicht, was soll bitte gut so? Beschwört und Diener auch. Im Tag ist es Wasser. 100 TP ist klar. Alter Schwede. Wow. Willst du mal verkacken? Das verkackt einer natürlich. Egal, nicht so, Entschuldigung. So, dann einigermaßen hat der Kampf, aber wie gesagt, eigentlich ging es noch. Crazy. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Wir finden Unfälle auf dem Meer. Ja, steht einfach um 10%. Kannst du natürlich auch noch brauchen, wa? Ja, ist mal besser als das hier. Das ist ein Talisman. Sakralring, irgendwas ist ein KP. Wir haben das Aquamarin. Wen gebe ich jetzt einen Sakralring? Gebe ich einen dir? Ja, wieso nicht, wa? Obwohl, sie natürlich auch noch eine Idee. Bereits 2. Nö, ist gut so. Freunde, wollen wir sagen, das war's hier. Was wollen wir dazu? Haben wir einfach gut hingekriegt. Jetzt kann ich theoretisch auch noch Ifrit und Gnome und Hilfe bekommen. Also dank Sheena natürlich. Das ist der Hammer. Ich muss ganz ehrlich zugeben, Leute, das Spiel wird immer spannender, immer heißer, immer, ja, hat mir mehr gefallen. Es gefällt mir mehr, das muss ich zugeben. Das Spiel ist der Hammer, aber die Grafik nicht unbedingt, naja, also die Grafik ist, ich sag's mal so, natürlich ist animiert und so, keine Frage, aber ich habe das Gefühl eher ein bisschen für ein jüngeres Publikum, nicht wahr? Da gefällt mir irgendwie der Grafikstil von Tales ein bisschen besser. Egal, ich meine, erstmal ist das Spiel natürlich ein bisschen älter, das auch. Und zum anderen ist natürlich auch ein, tja, natürlicher Charme, würde ich sagen. Ich frage mich trotzdem, wie würde wohl ein Spiel aussehen, das den Grafikstil von Tales of Xillia hätte, aber den Story-Modus von Tales of Symphonia. Das müsste doch ziemlich cool sein. Mann, ey, ihr nervt! So viel aus. Icicle ist klar. Ein Seeschen einfrieren. Hallo Patrick! Was denn? Du bist angefroren. Oh, nee, das geht nicht. Aua. Wir geben ja keine Erfahrungspunkte mehr. So, Leute, ist bei der Level Up. Sehr schön, sehr schön. Alter Schwede, ist ja unglaublich. Level 27 bereits. Hey, meine Glückszahl. Aber eigentlich ist es eher die Lieblingszahl, die Glückszahl ist eine andere, oder was umgekehrt, weiß gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Ja, wie gesagt, Schnellreisfunktion ist noch ein bisschen. Aber egal, es geht ja so relativ zackig, quottig. Mal gucken. Wir haben noch knapp eine Minute Zeit, Leute. Ja, müssen wir Professor Wayne, es geht nicht anders. Genau, also wir haben knapp eine Minute Zeit noch, müssen nochmal ganz kurz da hoch, das machen wir jetzt noch. Weil es mich echt interessiert, was dort oben sich wohl verbirgt. So. Und los geht's. Höja, höja. Alter Schwede, ein Mensch war mit der anderen zerstört. Wir sind die Destroyer. Die Wedge Destroyer. Hilfe. Hey, was
Nein, das bist du so alleine. Doch, doch. Noch heilen. Könnte man eigentlich noch. Und Psy-Tempest. Psy-Tempest. Kein TP mehr. Scheiße. Danke, Kratos. Blame your fate. Jetzt steht der im Mittelgrund. Egal, wird schon gut gehen. So, noch ganz kurz noch einen Pass über und dann sind wir auch schon fast da. Och Mann, die kleinen Viecher, die sehe ich immer erst am Schluss. Ah, kein TP. Doch echt eher so ein Team, wo einer einfach die ganze Zeit heilt und TP verteilt und so. Zwei angreifen und der vierte ist in der hinteren Reihe und beschwört ein bisschen Magie und so. Also sprich irgendwie, ja, wie Schienen halt ein bisschen Geister. Und halt die ganze Zeit einfach nur Magie einsetzen. Das wäre eigentlich nur ein ganz gutes Team. Lalala. So, wir sind gleich da, Freunde. Gleich sind wir da. Absteigen. Rüber geht's. Soll ich sehen? Und nicht die Beschwörerin. China lesen. Nee. Und die andere Seite. Nee, weiter. Dankeschön. Ah, hier geht's ja nicht. Wieso geht's hier nicht? Verstehe ich nicht. Wieso kann ich hier nicht auf unserem Haustierchen reiten? Wieso geht das nicht? So, ist egal. Wir sind sowieso gleich oben. Vielleicht ein, zwei Kämpfe vorher noch, bevor wir ein Ziel erreichen. Ne, wir haben Glück. Wir haben Pech. You're in for a world of Wir haben hurt. so ein Pech. Du. Ah, Mann, TP. Never stood a chance. Und wieder ein Vieh erledigt. Man, gerade mit einem dämlichen Zahnstocher. Er macht scheinbar noch ziemlich viel Schaden. So, bin ich jetzt hier am See. Ja, komm, ne, kein Gegner mehr. Direkt rein. So, jetzt wird's lustig, Leute. Also los, China, befiehl Undine, uns darüber zu bringen. Moment, so geht das nicht. Hä? Wieso? Nur eine reine Mai kann sich dem Einhorn nähern. Leute, China und ich sind also schon mal ausgeschlossen. Tja, ganz schön pingelig, nur mit dem Mädchen zu reden. Also Wayne und ich bleibe hier. Colette muss allein gehen. War ja wohl behaupten, ich wäre nicht qualifiziert. Qualifiziert? Wir müssen halt gleichzeitig sagen, Mensch. Dann schicken wir Colette und China. Das kann Professor Wayne nicht gehen. Wenn ich erwachsen bin. Ach so. Jetzt verstehe ich es auch, alter Schwede. Okay. Die beiden sind also noch wörtliche junge Frauen, versteht ihr? Okay. Professor Rain hat also schon mal... Ich rufe die Jungfer der Quellen und Gewässer. Ich beschwöre dich, zeige dich, Undine. Da bin ich schon. Bitte, Undine. Bring uns einem Einhorn. Wie du wünschst, zum See. Ich glaube, Verein ist einfach voll. Wuhu! Martell? Nö. Hm? Martell? Du meinst die Martell? Nein, ich bin Colette, das hier ist... Ich bin China. Nicht Martell? Wie kann das sein? Diese Präsenz, dieses Mana und diese Krankheit. Selbst in meiner Blindheit sehe ich klar. Du bist Martell. Wie das blind? Ich? Ja, ich existiere, um die erwachte Martell von ihrer Krankheit zu heilen. Du leidest unter dieser Krankheit, nicht wahr? Hä? Was leidet sie denn? Ein Engel zu sein? Na, wenn das eine Krankheit ist, dann vielleicht schon. Du kannst fühlen, dass Colette krank ist? Cool. Ja, ihr Körper hat die Kontrolle verloren. Bitte rette Colette. Das Horn des Einhorns hat diese Macht, oder? Was ist denn los? Ja, ist schon gut, ich bin in Ordnung. Colette, Mann, war ganz schön sauer. Der Zweck meines Lebens ist es, die Auserwählte zu sein. Es ist schon okay. Wir haben jemandem versprochen, dass wir ihn heilen werden. Und dieses Versprechen möchte ich halten. Ah, jetzt wird mir alles klar. Du bist die Auserwählte. Nehmt es. Boom! Genki Dama! Nee. Doch, was? Was ist das?
Das Horn des Einhorns. Ja, Mann. Das Einhorn, was? Was mit dir? Unsere Hörner sind unser Leben. Mein Schicksal hat sich erfüllt. Nein, du darfst nicht gehen, du bist wunderschön. Trauert nicht um mich. Ein neues Leben wird aus mir geboren. Und wenn dieses neue Leben endet, entsteht ein weiteres Leben. Auf diese Weise leben wir weiter. Auf ewig. Tschüss, Mann. Hat mich gefreut. Und da geht es. Ach, der konnte so schön förmlich, so langsam, so deutlich sprechen. Etwas, was ich mir vielleicht auch angewöhnen sollte. Wobei, wenn ich die ganze Zeit so sprechen müsste, dann, sorry, aber geht doch vor die Kugel. Aber egal, geht's auch beiden gut? Gina, weinst du? Das Einhorn hat uns das gegeben. Verstehe. Das Einhorn ist tot. Tja, schade. Du bist das? Du bist ein Arschmann. Wenn ein Einhorn sein Horn verliert, stirbt es. Aber es wird ein neues Einhorn geboren. Deshalb ist das Einhorn das Symbol von Tod und Wiedergeburt. Wird ein neues Einhorn geboren? Ja, wahrscheinlich. Ich hoffe es. Das Einhorn hat uns sein Horn überlassen, obwohl es dafür sterben musste. Wir müssen sicher gehen, dass sein Tod nicht umsonst war. Ja, yeah, Kollege, das kriegen wir nicht vielleicht dahin. Geil. Ja, aber noch nicht. Warum? Meine Reise zur Welterneuerung noch nicht abgeschlossen ist. Als wenn das bitte für Pietro und Clara. Aber, Colette? Keine Sorge, sobald ich die Welt erneuert habe, werde ich es für mich benutzen, okay? Okay. So, Professor, hier. Wie hatten Leute das auch mitgekriegt? Wayne lernt Resurrection. Was ist denn das? Und erhält den Titel Heilerin. Hä? Resurrection kann jetzt... zu haben, ja, jetzt können wir Clara retten. Wieso nur? Wenn wir eine andere Form bringen können. Hey, wieso Form? Diese Region entwickelt. Hier vielleicht ein paar Hinweise in dieser Gegend. Okay, dann schauen wir uns mal in diesen Städten dieser Region um. Dann noch etwas Geduld, Colette. Ich verspreche, dass wir deinen Wunsch erfüllen. Zum Henker. Was ist das für eine Technik jetzt? Ganz kurz. Resurrection. Er weckt den Gefallenen mit der Gruppe wieder zum Leben. Alter Schwede. Das ist genau das, was ich die ganze Zeit wollte. Naja, außer natürlich, wenn sie selber drauf geht, dann ist natürlich ein bisschen Essig. Aber sonst, geile Fähigkeit. Hier, man, dann immer stärker und stärker beim Level Up. Ganz geil. Ja, wenn wir mal sagen, das war's für heute wieder mal. Kann ich eigentlich abspeichern? Nee, geht natürlich nicht. Aber hier kann ich doch, oder? Natürlich geht's hier. Also dann, Freunde, würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Mit dem Horn des Einhorns, neuen Kräften, einem neuen Ziel und neuen Abenteuern. Hier bei Tales Symphonia Chronicles. Ciao zusammen.